Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig hier im 4. Stock vom Gordowan-Turm, ungeheuerlich, ne? Ja, komm mal her. Was ist dann hier? Ratzgoblin, Igitt, dich machen wir gleich mal fertig, du unbekanntes Magiervieh. Genau wie solche Eskapade, Igitt. So. Ja, genau. Bringt's um, bevor es Eier legt. Tötet es mit Feuer. So. Sehr schön. Seelan ist auch wieder relativ bald dran im Level. Und da rennt auch noch was Orkoides herum. Okay, als drauf. Als drauf und das Wetter. Echt was. Wir machen mal so eine allgemeine Heilerrunde. Kann ja nicht schade. Seelan hat zwar Meister auf den Deckel gekriegt, aber im Prinzip, es kann nicht schade. Jo, Allah, sieht doch wieder ganz gut aus. Ui. Ja, geil. Ab einem bestimmten Level rotzt der Typ richtig rein. Hey, wie, du rufst Verstärkung. Sausack. Jetzt gehen wir aber alle erstmal geschlossen auf den Kampforg los. Jo. Der petzt sich auch noch einer drauf. Sehr schön. Zack. Abgeschnetzelt und der muss noch stehen bleiben. Wehe. Na gut. Viel ziehen sie auch nicht ab. Also wie gesagt, es lohnt sich einfach zu leveln. Es lohnt sich hier alles mitzunehmen, was kommt. Gut, da hätten wir dort der. Die ist nicht mit dem Schlüssel gesichert. Und wie sieht's so aus? Jo, okay. Gehen wir erstmal da lang. Habe ich ihn abbetäubt hier, den Sausack. Wie sieht's denn bei dir aus? Atlantis. Mach doch mal Atlantis auf den hier und du machst mal einen Kälteschock. Warum auch nicht? Auf den hier. Ja gut, so viel hat es jetzt nicht abgezogen, wie er hofft. Der schlägt mal vollkommen außer der Reihe. Warum nicht? Ui, das war gut. Das war gut. War nicht verkehrt. Ja, klar, Tia kriegt ein bisschen mehr abgezogen. Die hat nicht so die tolle Verteidigung, aber sie steht ja eigentlich hin. So, dann machen wir das so. Mädels kriegen eine Runde Heilung. Dann läuft die Geschichte auch wieder. Yo. Tia hat eigentlich die beste Magiewerte. Seelan ist eigentlich auch noch recht gut, aber Athea ist dann die Bestwahl, was Magie angeht. Verschlossen. Ah ja, Motto. Da sind wir jetzt endlich mal wirklich bei der Plattform. Aber wir müssen noch da lang. Da nochmal gucken, was abgeht. Hallo. So. Gucken wir da mal rein. Ratzgoblin und Riesenork. So. Lauter Magier. Dann erstmal hier noch was drauf. Kümmern wir uns halt erstmal um den Kämpfer. So, dann stehen nämlich auch die Meister von den Magier vorne. Ja, das finde ich gut, dass die körperlich ergreifen, weil das sind ziemliche Schwächlinge. So, da. Sobald die Schildwache weg ist, haben wir eigentlich kein Problem mehr hier. Gut, dass die nicht rumzaubern, weil da sind sie wesentlich stärker. Okay, geh mal drauf. Geil, du machst nochmal zum Schluss eins. Und du knüppelst einmal hier drauf. So. Sind auch relativ fix hier, die Magier. Die kommen sehr schnell an die Reihe. Das dürfte ausreichen. Jo. Und ich hoffe, Guy kann sie jetzt erledigen. Ja, sieht gut aus. Perfekt. Okay, dann passiert das. Okay, folgendes. Wir machen das so, gehen hier raus, dann haben wir es gelöst. Jo. Dann wieder unseren Haken. Hier ist noch ein Speicherpunkt. So. Sollte man vielleicht einmal speichern hier. Und so fahren wir aus. Das heißt, wir müssen aber auf jeden Fall noch auf die Suche nach dem Schlüssel gehen. Ohne den wird das nämlich nichts. Das heißt, nix wie Reihe hier. Moment. Jetzt will ich dich gerade nochmal abchecken. Jo, okay. Dann passt die Sache. Gut, alle hopp. Noch einmal. Und
ihr helft mal. So. Ganz schön schwingt die Biester. So. Du bist leider keine Hilfe, das mal. Scheiße. Das ist der stärkere Zauber zur Funke, wie ihr es euch vorstellen könnt. Glücklicherweise zählt es bei Gordo nichts ab. Also das ist schon wirklich ein stärkerer Zauber. Den können wir, glaube ich, dann in die nächste Siedlung können wir es auch erwerben. So, Guy sind wir als letzter dran. Wir probieren es jetzt mal so. Ja, gut. Und gehen wir drauf von dem Wetter. Wie sich das gehört von gute Fluglöwe. Ah, scheiße. Allmählich werden die lästig. Ja, das meine ich halt mit Magier. Die können insofern wirklich recht gefährlich werden. Okay. So. Müsste das eigentlich klappen. Und? Bitte? Bitte? Ja. Sehr gut. Ich habe jetzt mal alles auf eine Karte gesetzt, aber es hat sich gelohnt. Gut. So. So, jeder kriegt mal richtig hier runter ab. Da läuft die Geschichte. Gut. Tia hat ja glücklicherweise, wenn ich abgezogen kriege, hier scheint relativ gut die Feuerresistenz zu haben. Das ist der fette Stock. Wo wollen wir dann hier? Wir gehen das mal von oben nach unten durch. So. Da gibt es eh nur einen Weg. A la hopp. Ja, das trifft immer leider nur einer, die Feuerwelle. Dann... So. Probieren wir es einfach mal aus. Okay. Stimmt, bei Maxim war ja das Problem bei den Viecher, dass er doch kaum was abzieht. Genau, ich erinnere mich. Die haben ein kleines Problem mit Wasser gehabt hier, die Knaber. Und mit Geist Franziska. Hör auf! Pfui! Ja, das müssen wir jetzt schnell erledigen. Sonst rennt unser Gordo nämlich wieder weg. Ja. Okay, der war schneller. Hätte noch ein Ründchen gewahrt, aber... Er ist ein bisschen ungeduldig, unser Gordo. Und ein bisschen arg empfindlich. Heilsirup ist immer gut, falls uns mal wieder einer verreckt hier. Ah, okay. Na gut, das war wohl nix. Dann können wir hier auch wieder weiter. In der zweite Stock möchte ich. Da waren wir, glaube ich, noch nicht links. Das irgendwie so noch dem Motto, oder? Du musst dich dann von do aus ankommen. Mach den hier. Schieb den hier fort. Schieb den in der Nähe. Dann komme ich so nämlich dran und dann kann ich den hochschieben. Genau. Ja, wie gut, dass ich doch so Sachen noch routinemäßig im Kopf habe. Wäre arg peinlich, bei dem kleinen Rätsel abzustinken. Motto, der Kummerhummer. Das war klar. Okay, 177 zu 144. Gordo hat gewonnen, der kleine Erfolg sei ihm gegönnt. Do hilft uns Feuer mal wieder nix. Nein! Jetzt fährt er uns auch noch in die Flanke hier. Nicht was, Raserei. Auf den Guy kann solo was abzerren und du machst mal den hier. Okay. Ich habe jetzt mit mehr gerechnet. Naja. Das wirkt aber auch gut. Und ja, der kann es wieder solo reißen. Gut, nicht vergiftet. Und er hat Sache überstanden. Sehr schön. Dann machen wir das doch so. Und das dürfte auch helfen, ne? Ja. Sehr schön. Tia hat wieder Level abgestaubt. Da war nix. Und hier können wir noch hochkraxeln. Du dürfte dann allmählich auch der Schlüssel kommen, ne? Ach, jetzt war das doch genau. Oh, Jesus. So. Okay. So. Moment. So. So und so. Ja. Okay.
Weil ansonsten, wenn man den Ghoul hier bekämpft, der kommt immer wieder zurück. Schau dir die Folge der Blauen an, damit sich die Türe öffnen kann. Schon passiert. Schlüssel gefunden. Geil. Hoppala, warte mal. Halt mal eine Gaul, das machen wir jetzt so. Dann können wir nämlich hier den Joinkerich machen. Und dann gehen wir nochmal ins erste Stockwerk runter. Da kam ich, glaube ich, von dort. Deswegen müsste der Weg neu sein, oder? Ja. Speedy Saft. Geil. Aus konzentriertem Speedy Gonzales Konzentrat. So. Erhöht Beweglichkeit. Maxim als Herde mit. Ich weiß, die Skorpione lassen wir jetzt mal Skorpione sein. Wo kommen wir dann da nochmal raus? Ach Gott. Okay. Dann gehen wir nochmal ins Erdgeschoss. Im Erdgeschoss ist nämlich auch noch was wir abgehen können. Dazu brauchen wir das Bömmchen. Dann brauchen wir wieder meinen Haken. Weil ohne meinen Haken mache ich gar nichts. Dann Doberbeißer for the win. Und so und so. Kriegen wir schon irgendwie hin. Das sind hier nur wieder Ork-Banditer. Okay, hilf halt nicht, wo du gebraucht wirst. Ist immer etwas schade, dass ich den nicht kontrollieren kann. Ich würde ihn eigentlich unglaublich gern dirigieren. Aber dann würde ich wahrscheinlich immer nur Feuerklaue machen. So und so. Weil wie gesagt, wenn ich den dirigieren könnte, würde ich wahrscheinlich immer nur Route oder Feuerklaue machen. Und jetzt kommt der noch mit dran. Ah ne, doch nicht. Hui. Schwein gehabt. Eine Narrenkappe. Wer kriegt denn die Narrenkappe auf? Ist nichts für ihn. Was bringt uns das Ding? Eine Mütze mit magischen Schellen. So. Das kann sie haben. Ui, das macht aber ordentlich die Abwehr hoch. Oder sie. Dann kriegt das Seelan. Udala. Adlerstein. Der ist auch nicht verkehrt. Warte mal. Uno Momento. Pferdestein. Adlerstein. Bringt ein bisschen mehr hier bei Abwehr. Gibt dir die Kräfte eines Adlers. Chaoskralle. Doppelt so stark. Und auch gegen fliegende Gegner. Okay. Ich weiß, machen wir das so. So. Oh, das sind neue Pilze erschienen. Okay, dann kommen wir her. Hasspilz. So sieht er aus. Igitt. Du machst mal Funke. Das sind ja eigentlich so Bio-Gegner. Pflanzegegner. Da müsste Feuer relativ gut wirken. Jo. Hab ich Maske da? Manchmal hilft es, wenn man einfach nur relativ logisch an die Sache dran geht. Gut, knüppelt mal drauf. Und fertig. Sehr schön. Levels stehen auch bald wieder an. Und da kommt man dann, genau, mit dem Schlüssel durch. Da sind wir wieder am Anfang. Dann kehren wir wieder dorthin zurück. Da haben wir jetzt... Moment. Abbruch. Ich hab's mal anders überlegt, ja. Ich mag nochmal hier gucken. Ah ja, stimmt, genau, da waren wir auch schon drin. Okay, ich nehme alles zurück im Hauptskillgedel, dann gehen wir nochmal in die 4. Und im 4. war, glaube ich, noch der, die ich aufzumachen habe. Genau. Da kommen wir dann hier weiter. Der hat sich jetzt ganz dreist reingestellt. Alle Hauptleute verknüppeln wir die auch zuerst. Kann ich auch nämlich mal 2 Kämpfer direkt drauf jagen. Ist egal, wer dann wann angreift. Weil in der ersten Runde sind eh nur wir dran. Und wenn trifft die Route, der Ratzgoblin, alle hopp. Die sind schon mal ordentlich geschwächt, die Jungs. Das heißt, wir machen den hier und den. So und so. Glücklicherweise zieht es nichts ab. Sogar bei Tier macht ihr nur 4 Schade. Finde ich gut. So. Rufende Wetter und das müsste für dich gewesen sein. Doch nicht. Okay. Na dann, weg mit dir.
Ratzgoblin waren auch bei Secret of Mana, ne? Die erste Goblins im Elfenteich, wenn mich nicht alles täuscht. Machen wir auf alle. Dann reicht das auch wieder. So. Ja, dann sind wir hier, wo wir ausgefahren haben. Und dann sind wir ganz over, wo wir hinkören. Westturm Gordovan. Ist sonst keine Sau hier. Ja, nicht wie bei Camus, wie auch immer. Aber sieht ganz edel aus hier. Was geht denn hier ab? Das gefällt mir nicht so gut. Maxim? Ja, ich fühl's auch. Sei vorsichtig, es ist ziemlich stark. Oh, da kommt er her wie Sau. Oh. Ich erkenne euer Energiemuster nicht. Seid ihr Fremde? Reisende Krieger vielleicht? Die zerstört Stadt. Aha, du bist also der Übeltäter. Ich habe erwartet, dass ich zumindest ein bisschen wären. Ich habe überhaupt keinen Spaß dabei gehabt. Schade. Warum hast du das gemacht? Sieht so aus, als ob ich mit euch mehr Spaß haben könnte. Wie heißt? Maxim. Ich bin Gates. Je nachdem, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ich sage immer, ich habe früher immer Gades gesagt, aber ich nehme mal Gates spricht man aus. Der Meister der Zerstörung. Ja, das ist die spezielle Musik, die ich gemeint habe, von wegen Höllefürst und Pipapo. Das ist nämlich einer von den illustre Knabe hier, Höllenfürst, Gates, Gades, wie auch immer. Auf jeden Fall ist die Mucke eigentlich ziemlich geil, finde ich. Aber nicht abschrecken lassen. Ich weiß, er zieht ab wie Hölle, der Typ. Aber der Kampf ist bewusst so konzipiert, dass man nicht gewinnen kann. Ich habe am Anfang gedacht, ach du heilige Scheiße, wie soll ich den Kampf gewinnen? Hab mich hochgelevelt wie Hund und es hat rein gar nichts gebraucht. Deswegen, das ist dafür konzipiert, das kennt man ja von solchen JRPGs. Finde ich einfach damit ab, du verreckst hier gnadenlos. Ja, Quod erat demonstrandum. Aber wir kommen definitiv noch an einer Stelle im Spiel, wo das kein Problem ist. Ja, das war's dann endgültig mit uns. Okay. Deswegen kommt ja nicht der Game-Over-Bildschirm, sondern es geht einfach weiter. Ihr seid leider trotzdem nur Sterbliche. Schade. Sehr schade. Oh je. Da liegen wir jetzt wie die Kaputten. Aber glücklicherweise ist die gut Iris nochmal hier. Und petzt uns wieder hoch ins Leben. Merci. Du bist... Sind alle in Ordnung? Ja. Du bist mal wieder im richtigen Moment aufgetaucht. Dankeschön. Nicht der Rede wert. Maxim, wer ist das? Das ist die Frau, die mal prophezeit hat, dass mein Schicksal im Reise und im Kämpfe liegt. Ich heiße Iris. Du scheinst Freunde gefunden zu haben, Maxim. Du meinst... Ja. Geist, Seelan, ihr seid auch dafür bestimmt, um zur Reise und zu kämpfen. Ich? Ja. Aber warum ausgerechnet ich? Du hast auch die Kraft, dem Mächte der Finsternis zu widerstehen. Der Mächte der Finsternis zu widerstehen? Aber Tia hat so nicht gesagt, dass die auserwählt sei. Iris? Warum bestuft ihr Res? Ich suche noch Antworten. Antwort auf welche Frohe? Die Zeit vergeht, der Rest liegt in deiner Hand. Okay. Mein Schicksal ist es, mit dir zu reisen. Soweit wären wir jetzt, aber was jetzt? Lass uns mal überlegen. Wir sollten noch Pandoria zurückkehren und König Bericht erstatten. Jo, Allah. Tja, was ist denn los? Oh, Entschuldigung, ich habe gerade über etwas noch gedacht. So, jetzt wollen wir aber doch nochmal reingehen. Und holen uns hier noch unsere Belohnung ab. Abwehrschild. Ich finde auch die Umgebung hier generell so geil gemacht. Mit dem Teppich, mit dem Muster, mit der Balustrade dahinter, mit dem Balkon. Sehr, sehr geil gemacht. Und Scimitar. Geil. Das gucken wir gleich mal rein. Welcher von euch mutige Krieger sich das Zeug hier reinzerren kann. Maxim. Erhöhter Angriff auf 209. Ja, geil. Ein gebogenes Schwert. Ja, Scimitar ist nichts anderes als ein Krummschwert. Eisbombe. Anderthalb mal so stark und Angst vor Gegnern.
wirksam bei Gegnern die Angst vor Frostbeule haben. Okay, Abwehrschild geht nicht. Das ist dann was für die Mädels hier. Dann kriegt das nur Selan. Was sagt dann eigentlich, Moment, was sagt dann eigentlich hier das zu Abwehrschild? Gerade mal gucken. Schild mit besonderer Schutzkraft und Eiswand erhöht die Abwehr. Okay, ich glaube, jetzt ist es aber auch so weit, dass wir die Nackische hier präsentieren müssen, dass wir Tia und Guy abrüsten müssen. Aber vorher machen wir noch ganz fix hier die Flucht. Und dann machen wir zusätzlich noch the Warp. Wir wollen noch Pandoria. Joink. Und ihr liebe Leute, ich stehe doch glatt mal Sarah. Wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder, wo wir am König mal Berichterstatter werden. Ayan Yankee.